Leven Papa, leven Papa. De Sichel huet e Fatboy fir jidereen. Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße dich Jamaica ganz herzlich zu einem Balla Spezial. Haut nicht wie gewinnt aus unserem Garagestudio mehr von Amneville aus dem Galaxy anlässlich dem Konzert den 21. November zu Lützburg von den Scorpions. An unserem heutigen Gast ist der Grenner Gitarrist von Scorpions, Rudolf Schenker. Hallo Rudolf. Hallo, wie geht's? Ja, gut Rudolf, gut Rudolf. Ich bin mal gefunden bisher. Gut. Rudolf, ihr seid jetzt auf Abschiedstournee, Abschiedswelttournee. Richtig. Aber es sieht so aus, als wäre das eine längere Tournee. Ja, es ist eine lange Tournee, das haben wir auch von vornherein gesagt. Wir haben gesagt gehabt, dass wir Sting in the Tail unser letztes Album sein wird.
Wir haben die Essenz der Band wiedergefunden. Das heißt, genau, es ist eine Art Best-of, die 80s, aber nur mit neuen Songs drin. Das heißt, es ist wieder der klassische Scorpion-Sound. Die Fans sind begeistert. Wir sind kurz vor Platin in Deutschland. Hier vor Frankreich sind wir kurz vor Gold. So, und wir haben uns gesagt gehabt, dass wir, Klaus und ich, wir sind jetzt 62, dass wir, wenn wir 3 Jahre auf Tournee gehen, die meisten Tourneen dauern 2,5 Jahre, dass wir dann 65 sind, dann machen wir Pause, 66 Studio nochmal, dann 67 auf die Bühne, Bad Boys Running Wild. Das wird ein bisschen klapperig. Und wir wissen auch nicht, wie wir von der Gesundheit in der Lage sind. Im Augenblick können wir den Menschen noch garantieren, dass wir total eine geile Show machen. Wir haben uns eine Wahnsinnsshow ausgedacht mit 80er Rockshow, mit Multimedia, ein Twist sozusagen. Die 80er sind ja auch irgendwo wieder zurück, wie man ja in der Mode und überall sieht. So haben wir eigentlich eine riesengroße Welle, um wirklich mit der Get Your Sting in Blackout Tour unseren Fans wirklich eine Riesenparty zu geben. Und wir haben ja im März jetzt angefangen gehabt in Moskau und Prag und sind dann durch Europa, wir waren ja auch schon in Frankreich und sind dann nach Nordamerika, Kanada, USA, dann Südamerika, Mexiko. Und es war ein das war ein Wahnsinnserfolg, den wir sozusagen zu verzeichnen hatten. Und unsere Entscheidung, das so zu machen, ist auf jeden Fall richtig, weil jetzt können wir den Leuten wirklich 150%, wie wir es immer als Band gemacht haben, liefern. Wir wissen es nicht, wie es in 5 Jahren ist. Ja, und dann ist es, ihr habt jetzt die letzten 30 Jahre, ihr habt die Welt erobert, ihr seid aufgestiegen zu Megastars, zu Superstars in der Rockszene. In unserem Talk Walla Walla geht es auch immer ein bisschen an die Wurzeln. Und da ich mich ja auch ein bisschen an die Wurzeln erinnern kann, da ich ja praktisch mit den Scorpions groß geworden bin, und dann habe ich jetzt auch die ersten 200 Seiten von deinem Buch gelesen. Ja. Und ich verspreche dir, ich lese dann die anderen 100, bis du nach Luxemburg kommst, am 21. Okay. Das war ja nicht immer so, dieser große Erfolg. Da ist ja mühselige Arbeit. Da kommt das Jahr 1965. Nameless. Ja. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Das war Silvester 69, 70. Das war der entscheidende Punkt. Aber erzähl du mir ein bisschen. Ja. Pass auf, es ist ja so. Also erstmal möchte ich die mühevolle Arbeit erstmal streichen. Deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, Rock Your Life. Das heißt, wenn man was mit Spaß macht, macht man es nie mit Mühe, sondern macht man eigentlich alles mit Freude. Auch die härteste Arbeit kann mit Freude gemacht werden, wenn man darin einen Sinn sieht. Der Weg ist das Ziel, so nach dem Motto. Und ich muss sagen, klar, 65, das war natürlich so eine Zeit, ich glaube schon mal, dass die 65er bis 75 eigentlich eine unglaubliche, abenteuerreiche Zeit war. Weil wir wussten ja nie, was auf uns zukommt. Und dieses Abenteuer hat uns total zusammengeschweißt. Das war ja auch die Philosophie, die ich in der Band immer angesetzt hatte. Schon vom ersten Mal, wo ich mir Leute gesucht habe, habe ich mir gesagt, das müssen gute Musiker sein, aber auch Leute, mit denen er Freundschaft machen kann. So, und das war dann der Augenblick, wo dann dieser 70 kam, wo ich wusste, mein Bruder kam ungefähr 4-5 Monate vorher in die Band und ich habe gemerkt, wie gut diese Band funktioniert mit meinem Bruder, mit einem super Gitarristen, der war schon damals ja ein Ausnahmegitarrist und ich habe gemerkt, meine Stimme wird da nicht mehr dieses Level halten und der Schlagzeuger, wir haben uns ja beide die Gesangssachen geteilt und da habe ich gesagt, Michael, ich glaube, wir müssen Klaus reinnehmen, das ist der richtige Mann, weil Klaus hatte ich immer schon im Auge, aber es hatte sich durch gewisse Situationen immer ein bisschen so verfehlt. Und da war der Augenblick gekommen. Klaus kam in die Band rein und dann ging es auch schon los mit Lonesome Crow 1972. Am 11. Februar kamen sie raus. Und wir haben schon unsere ersten Veröffentlichungstermine in Amerika gehabt, mit Billingsgate in Chicago. Dann kam Flight to the Rainbow, dann kam die Luxemburger Zeit. Ja, wir hatten ja nun, da wir nun in eine Zeit reingeboren waren, die in Deutschland mehr auf Krautrock ausbasierend war, Guru, Ken, Alben und Döll, fühlten wir uns da unwohl. Darf ich kurz? Ja, okay. Ich habe da eine Passage, ich habe heute Morgen noch nachgeguckt, ich habe sie nicht mal gefunden. Als ich das Buch jetzt gelesen habe, da war eine Passage, den hast du geschrieben, da gingst du zu einem Konzert zu Guru ja, genau. nach München. Ja. Und da stand da, ich hab gelacht, da standst du da und hast dir gedacht, ach Mensch, was gibt's da? Was ist das hier? Und dann kam dann der Leadsänger, der hat dann noch
Wie ein Tutan. Ja, wir haben dann Guru gemacht, dann von einem Ecke zur anderen. Ich meine, es war ihre Art, die waren experimentell, aber es war nicht mein Ding. So, und deswegen habe ich dann gesagt gehabt, okay, wenn wir hier in Deutschland, sagen wir, nicht das so bedienen können, lass uns ins Ausland gehen. Weil dann zu erreichen, wenn man wenn man jemand hat, der die Sprachen spricht, wie zum Beispiel Französisch, wie Holländisch, Flämisch, Englisch und so weiter und Deutsch. So, und da haben wir, ich weiß nicht nochmal, wie wir dazu kamen, dass wir den Mann getroffen haben, Roland Nilles, der aus Luxemburg kam, und der war der das alles sprechen konnte, die Sprachen, und den haben wir unsere Pläne aufgezeigt, was wir machen wollen, und der hat dann sozusagen nicht als Manager gearbeitet. Manager ist ja jemand, der irgendwie Direktion abgibt und so weiter. Wir haben uns ja selbst gemanagt, weil in Deutschland war Management nicht erlaubt. Also haben wir ihn sozusagen in unseren Kreis genommen, und er hat die Arbeit übernommen, uns zu buchen in diesen ganzen Benelux-Staaten und auch in Frankreich, in England. So, und da haben wir natürlich unheimlich oft in Luxemburg abgehangen. Wir haben, ich weiß noch genau, Klaus und ich, wir haben unsere erste Promotion-Tour für Lonesome Crow, die haben wir auf eigene Faust gemacht. Wir haben uns nicht auf die Plattenfirma verlassen, sondern wir sind mit unserem eigenen VW, sind wir losgefahren nach Luxemburg rein, und auf einmal kam uns der Sechshauer entgegen und sagte, was macht, nee, Sechsten, das war in Saarland. Wer war denn der andere? Oliver kam und sagte, was macht ihr denn hier? Ja, wir wollen hier Promotion machen. Komm, bleib mal ins Studio rein. Das war genau in Saarbrücken auch, mit Sechshauer. Da haben wir unsere Platte promotet. Also wir haben uns nicht verlassen. Und das ging dann so weit, dass Luxemburg wurde dann auch durch Roland Nilles, Andy Bausch und wie sie alle hießen, wurden wir hier so wahnsinnig gut aufgenommen in Luxemburg, dass wir einfach, sagen wir mal, das war fast schon unser Center, um ins Ausland zu gehen. Ja, wir sind so teilweise, wir haben ja keine Arbeitserlaubnis gehabt für Frankreich. Der Roland Nilles wusste gewisse Schleichwege, wo wir auf die nach Frankreich rüberfahren konnten, ohne dass wir durch den Zoll durch mussten. Und damit wir nicht, weil normalerweise, früher musstest du ja dann Geld hinterlegen wegen der Anlage und all so Sachen. Brauchten wir nicht, wir sind rüber, haben da gespielt, wieder zurück. Also es war ein abenteuerreiches Leben, wo ich nochmal wieder sagen muss, es war keine Arbeit, es war Spaß, und deswegen ist ja bei Sting in the Tail, der Song Sting in the Tail, Bang Bang, Rock with the Gang. Das war unser Leitmotiv. Wir wussten, wenn wir ins Ausland gehen, wir müssen besser sein als alle anderen. Deswegen haben wir nicht nur 100% gegeben, sondern 150%. Und das war einfach toll. Und Luxemburg war bis zu dem Zeitpunkt, wo Roland Nilles dann, sagen wir mal, irgendwie nicht mehr so zu handeln war. Da hat er andere Sachen im Auge gehabt, die wir nicht mehr teilen konnten. Haben uns dann von ihm abgesetzt, und er hat seine Sachen gemacht, damals das Bison Festival noch und so. Und wir haben dann unsere Sache wieder gemacht, das dann in die Richtung Amerika ging. Wir haben Leberkrebs gehabt und haben dann diese große Weltkarriere gemacht, wo unser erstes Konzert in Amerika 1979 in Cleveland war, vor 70.000 Leuten im Vorprogramm vor AC/DC, Thin Lizzy, Journey, Aerosmith und Ted Nugent.
Und du hast ja auch jetzt, ich komme wieder auf dein Buch zurück, was ja auch sehr viel aussagt, was den Werdegang der Scorpions-Karriere ausmacht. Deine positive Lebenseinstellung, die haben mich in diesem Buch so berührt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Geschichte erzählen kann. Du hast ja auch... Du hast, wie du sagst, du hast für die Musik gelebt. Du hast nicht für das Geld gelebt. Nee, das hat dich nicht interessiert. Auch die anderen Jungs wahrscheinlich nicht. Ihr wollt Gigs machen. Richtig. Du schreibst, die anderen, ihr kamen morgens um 7 nach Hause, kaputt, mit zerrissenen Jeans, nichts in der Tasche. Richtig. Vielleicht war eine Suppe bekommen oder ein Bier beim Gig und die anderen gingen dann zur Bank, gemütlich arbeiten. Da habt ihr euch mal hingelegt. Du wurdest dann verheiratet und hast einen Sohn bekommen und dann kommt diese Episode, die mir auch so gefallen hat. Deine Frau hat einen Job gefunden. Ja, richtig. Aber ihr hattet da ein Problem. Ihr hattet keine Kinderstätte für den Marcel. Ja, genau, ja. Und deine Frau, die ist in Panik geraten und du bist immer sehr, sehr cool geblieben. Ja, das hat mir so gefallen. Du hast immer mit dem Gedanken, das kommt schon, das alles ergibt sich so. Und dann eines Morgens hat es geklingelt. Ja, richtig. Ja, also ich meine, das ist wirklich so, bei den Scorpions hat sich vieles aus der Situation des positiven Denkens herausgemacht. Das meiste Problem bei vielen Menschen ist, dass sie sich so stark hinterfragen, dass sie sich sehr viel Energien selbst abzapfen. Durch das beständige daran glauben und auch an eine Sache halten. Ich kenne viele Gitarristen, die waren so wahnsinnig gut, die sich aber immer wieder hinterfragt, untergraben haben und teilweise ihr Talent mit Füßen gestoßen haben und dadurch sich immer für was Neues entschieden haben, so dass diese positive Energie für eine Sache sich niemals zetteln konnte. Und das ist das große Problem für viele. Wir haben als Scorpions und das war ja auch der Punkt, und das kannst du nur machen mit Freunden, das war auch ein wichtiger Punkt, auch in der Luxemburg-Zeit. Ich habe damals einen Mercedes gekauft gehabt, erstmal Bus, dann haben wir dann unsere Rodis gehabt, die haben dann den Wagen gefahren, ich habe dann Mercedes gekauft und dann saßen 5 Leute, die Band, ich habe meistens gefahren, im Auto, teilweise haben wir Musik gehört und teilweise haben wir uns auch diskutiert. Wir haben ja 5, 6, 7, 8 Stunden Fahrten gehabt und dann haben wir gesponnen, diskutiert und dann haben wir so lange diskutiert, bis eine Idee so standgehalten hat, dass auch der größte Schwarzseher da keine negativen Teile mehr gesehen hatte. Und das war ein ganz wichtiger Punkt, der die Band unheimlich nach vorne gebracht hat, dass man als Band, und wenn mich jemand gefragt hat, du bist der Boss, sage ich, nein, Boss gibt es bei den Scorpions nicht. Die Scorpions ist eine Band, die eigentlich als Gang und als gewisses Powerpaket einfach Musik macht, Freude hat und einfach das macht, was Spaß macht. Und ich glaube, das ist auch in dieser Musik rübergekommen. Diese positive Energie, denn ich kann mich an das erste Konzert erinnern, was ich gesehen habe von den Scorpions, da war ich 16 und ich habe so eine Platte gehabt, in Trance gab es auch als Single, glaube ich. Ja, als Single. Und da hat jemand mir gesagt, die spielen morgen im Theater da und da war es noch, in der Zeit, da hast du noch deine Adresse hinterlegt, im Falle wohl nicht ausverkauft, hast du das Geld zurückbekommen und da saß ich da, war ich 15, 16, ich habe Esther Phillips gehört und da ging ich dann in dieses Theater de Luxembourg rein und ich saß da, es wurde dunkel und dann knallte es und ich glaube, es war All Night Long. All Night Long. Diesen Titel hat immer begonnen. Richtig, genau. Und von diesem Tag an war ich bis zum heutigen Tag, ich bin jetzt 52, Scorpions fasziniert. Ich habe 3 Mädchen, habe das auch an die Kinder weitergegeben. Mit 12, meine 12-jährige Tochter, die ist jetzt ein sehr großer Scorpions-Fan. Die 15-Jährige, die hat euch einmal jetzt gesehen, 2006 im Galaxy, da baut das jetzt schon ab. Aha, die haben dann wieder andere Gruppen. Es geht ja immer weiter. Dann geht es wieder zurück. Man ist ja immer auf der Suche und immer im Kreis. Aber ihr habt Generationen, kann man sagen, mit eurer Musik glücklich gemacht. Ich muss ja sagen, wir kommen ja aus Südamerika, Amerika und wir müssen sagen, und auch Europa, wie viele junge Kids wir vor der Bühne haben, ist unglaublich. Das kann man mal sehen, dass diese Musik, und man sieht es ja auch immer wieder, dass die Kids diese alten Bands wie Led Zeppelin und wie sie alle heißen, neu entdecken. Lady Gaga zum Beispiel spricht ganz groß von David Bowie, der sie inspiriert hat. Und da sieht man daran, es gibt immer eine Musik, die flacht ab. Die jungen Generation kommt nach und kommt in die Situation, die alten Sammlungen durchgehen und sagen, was hören wir uns eigentlich heute an? Guck mal an, was die früher für Musik gemacht haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was das Schöne bei der Rockfamilie ist, die weltweit ja existiert,
dass diese Familie wirklich unheimlich eng zusammenhält. Das ist eine Lebenseinstellung, Rockmusiker zu sein oder Rockbegeistert zu sein. Und das ist das Tolle an dieser Musik. Es ist und das war ja auch das, wo Gorbatschow, als er uns eingeladen hat in den Kreml, der hat ja auch eben gesagt gehabt, dass die Musik, Rockmusik, einen großen Beitrag auch dazu beigetragen hat, dass diese Menschen in Osteuropa oder in Russland das Leben auch führen wollten, was die im Westen führen. Und dadurch kommt man an Musik. Und deswegen sind wir auch dann später rübergegangen, Brückenbauer zu werden. Zwischen Generationen, zwischen Religion, zwischen Ländern und auch Kontinenten. Ihr wart ja teilweise auch da beteiligt irgendwie spirituell am Fall der Mauer. Ja, sagen wir so, Klaus hat ja den Titel geschrieben, bevor die Mauer gefallen ist. Ja, richtig. Ich habe das schon gespürt. Ja, weißt du warum? Weil wir 88 nach Leningrad gegangen sind mit 10 Konzerten, da gespielt. Ein Jahr später dieses Stadion, Leninstadion, zweimal 110.000 im Leninstadion unter einer olympischen Flamme. Und da ist uns schon bewusst geworden, wie in einem Jahr sich das alles geändert hat. Und da hat Klaus diesen Vibe aufgepickt. Und wir haben sozusagen den Soundtrack für die Most Freedful Revolution, die damals auf der Erde existiert hat, geschrieben. Und das muss man sagen. Und das ist ja auch eine Sache, wir waren mittendrin. Wir waren nicht und haben irgendwas gesehen im Fernsehen, haben gesagt, das müssen wir was schreiben. Nein, wir haben das selbst gespürt. Gut. Rudolf, nochmal auf dein Buch zurück. Und dein Buch ist jetzt auf Polnisch übersetzt worden, habe ich kürzlich. Ja, ist gerade dabei. Jetzt Bulgarisch. In Bulgarien. Ja, Bulgarien, Polen sind gerade dabei. Portugal ist dabei. Und ich freue mich, dass die Nachfrage so extrem ist. Paulo Coelho will mir helfen, dass es in Brasilien und in Südamerika rauskommt. Den treffe ich demnächst. Und wir haben beide die gleiche Lebenseinstellung. Deswegen nennen wir uns auch Soul Brothers. Ja, Soul Brothers. Und insofern kann man sagen, und er hat uns damals 1985 in Rock in Rio gesehen, das erste Mal, und war total begeistert. Insofern schließt sich alles im Kreis. Ja gut, ich werde die letzten 100 Seiten mit Sicherheit jetzt auch noch lesen. Wir sehen uns in Luxemburg. Am 21. Ja, okay, alles klar. Ja. Gut. Also, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Interview, Rudolf. Und ich sage diesen Leuten noch kurz auf Wiedersehen. Okay, ist noch nicht. Vielmals merci für no gucken, haut mein Kaya bei diesem Balla Spezial an. Es gibt so ein Rock You Like a Hurricane.